Harten willkommen. Patiplat und Plüschmos. Mit der lieben Hilka, die ich noch gerade gehört habe, und mit mir, der Lisa. Und Hilka, worum geht das heute? Ja, worum geht das heute? Eigens muss ich da ein bisschen holen, denn eigens müssen wir auch fragen, wo sind wir heute? Von daher, das war nämlich eine Sonderfolge Patiplat und Plüschmos. Wir sind nämlich in Lorden, to dat Plattland Flussfestival nach Bremen. Und wir sind von da, wo wir diese Aufnahmen abnimmt, in der Brodelpott, ein Kulturzentrum in Walle. Und das ist auch noch was heel Besonderes. Denn an diesem Tag, wo wir diese Folge abnimmt, ist nicht bloß Dach von der Wahl für den Deutschen Bundestag. Nee, das ist auch europäischen Dach von der Sprog. Und was ist unser liebstes Sprog? Ich wahrscheinlich könnt ihr auch an all denken. Das Plattdeutsch natürlich. Ja, das Plattdeutsche. Und ja, das ist dann uns erste Sonderfolge Patiplat und Plüschmos. Und ich denke, wir könnt auch ein bisschen was vertellen, was wie mit uns erste 3 Folgen belebt hat. Oder, Lisa? Ja, bitte. Wir sind nämlich bannig stolz. Wir haben gestern Morgen ein E-Mail gekriegt von iTunes, von Apple Podcast. So, das ist neben Spotify ein bannig große weltweite Podcast-Plattform. Da sind wir auf Platz 7 und 90 von der Educational Podcast und unter der Top 25 von der Language Learning Podcasts, also von der Sprachlern Podcasts. Und wow, da haben wir uns echt gedacht, das können wir gar nicht glauben. Wir sind so frisch dabei und das gibt ja hunderte von Language Learning, Sprachlern Podcasts auf Apple Podcasts und wir sind gleich in den Top 25 kommen. Ja. Das können wir auch selbst gar nicht richtig glauben, oder? Nee, absolut nicht. Also Platt hat so viele wunderschöne Wörter, aber ich bin echt sprachlos, als ich das lernte. Ja, ich glaube aber, normalerweise ist ja unser Konzept von Patiplat und Plüschmos, dass wir mehr über Kram vertellt, die uns so von da interessiert. Ja, worüber haben wir all schnackt? Über Reisen, Camping, Festivals. Festivals. Aber us, kennen wir eigentlich sind? Ja, kennen wir eigen sind. Und von da morgen wir aber mal ein Utnorm, wie schnackt echt bloß über Platt miteinander und mit jou, denn wir habt hier auch Gäste, wie uns Podcast aufnahmen, mit die Schnackpilote. Ja, Lisa, denkst du, wie schön mal anfangen, was über Platt zu vertellen? Aber bitte, Hilka, machst du ganz am Anfang anfangen mit Platt in der verleden Tiet? Ja, Platt in der verleden Tiet. Vielleicht weitet der ein oder anderen, ich habe ja Sprachwissenschaft studiert. Und zwar bei der Anfang von der Mitteloller. Ollgermanistik habe ich studiert. Also echt, ja, da sind die Lüden nicht mehr so achterte Mammuts herlaufen, aber fast. Und das Interessante wie Plattdeutsch ist ja nun, wenn wir mal zurückgehen, wo hat sich Plattdeutsch eigens entwickelt? Plattdeutsch, und da meine ich auch allen Dialekte von, das Ostfriesische, das Mecklenburgische, das Westfälische, das Ostfälische, das hat sich allens und das Olsässische entwickelt. Und das Olsässische oder auch das von Dach Plattdeutsch, das gehört zu den westgermanische Sproken. Was hört noch dazu? Englisch, Hochdeutsch, Afrikaans, Friesisch und nur holt ja fest, auch Jiddisch. Jiddisch ist ein germanisches Sprok. Und in diese illustre Familie holt sich auch das Plattdeutsche ab. Und obdeelt ist das in das Ostniederdeutsche, da hört Mecklenburg to, Brandenburg, der Norden von Sachsen-Anhalt, der Altmark oder auch das, was so früher östlich von der Oder snackt ward. Und in Westniederdeutsch. Das ist so, das, was in Westfalen schnackt ward, das Ostfälische, was in Südosten von Niedersachsen und im Westen von Sachsen-Anhalt schnackt ward. Oder auch in Nordniedersachsen, das Ostfriesische Platt, aber auch in Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Das ist das Westniederdeutsch. Nun fragt ihr ja vielleicht, okay,
Westniederdütsch, Ostniederdütsch, gibt es da noch was, worüber man nachdenken und ja, was war nicht interessant ist, denn vielleicht ist ja auch einmal opfallen. In der Westniederdütsch, da ist die Pluralbildung von den Verben schon mal ob T, Market oder Markt. In der ostniederdütschen Dialekte, als zum Beispiel in Ostfalen, wo ich weg bin, da ist das auch noch so. Aber wenn wir dann richtig nach Osten, in das Ostniederdütsche geht, nach Mecklenburg, da ist das ob EN, Marken. Der Lü in Mecklenburg-Vorpommern, die sagt Marken und nicht Markt. Wenn Sie das kommen wollen, nach Wismar feuert, dann könnt ihr da ja mal auf achten. So, und wo ist nur eigens uns Grenze? Mit das Niederdütsche im Norden, ja, das ist so mit im Süden von Dänemark, aber im Süden, das plattdütsche Sprachgebiet, das geht von da noch bis kort vor Köln. Und diese Linie, das ist die Benrather Linie, die Marken- oder Marken-Machen-Grenze. Und da sind wir nun wieder in der Geschichte drin, nämlich wie die zweite Lautverschiebung, der zweiten Lautverschiebung. So, das kennt wir ja all, wenn wir sagt, ob Plattdütsch, dat nie oder dat nege Hus und ob Hochdütsch, das neue Haus. Da habt wir diese plattdütsche Lautverschiebung, die zweite Lautverschiebung, die das Plattdütsche nicht mitmorgt hat. Und das Hochdütsche hätte das aber mitmorgt. Da wäre dann K to Ch, T to S und P to F. Das ist damit passiert. Und die Palatalisierung. Hast du mal von der Palatalisierung gehört, Lisa? Nee, ich hab gerade noch über so schöne Wörter gedacht, wie Pferd und Pferd, wo man das dann so richtig mal riechen kann. Appel, Apfel. Aber erzähl noch mal mehr von der Palatalisierung. Die Palatalisierung, da habe ich ein scheunes englisch-hochdeutsches Beispiel für, nämlich das Kinn. Das K, das wäre eigens mal ein Ch. Und ob Englisch heißt das ja auch noch Chin. Das ist die Palatalisierung, dass wir nicht mehr diesen Lut hervorne haben, bitte tein, das ist nur achten an der Pala, an der das Palatum, an der harte Gaumen, wo wir das K morgt. Und das ist auch ein Kennzeichen, das hätte das Plattdütsche auch nicht mitmarkt. So. Und nur aber schon das Olsässische, da habt ihr auch Althöft. Hast du da auch Althöft ob? Nee, also nicht auf Höft. Doch. Ich kann mich kaum zurückholen. Na los, Lisa, vielleicht weißt du noch, du hast mal, ich glaube, ob uns erste Folge, ob die YouTube-Channel der Kommentar kriegt, oh, könnt ihr vielleicht was über die Wikingers morgen? Das ist noch nicht direkt among die Wikingers, aber über die Sachsen und die Angeln. Düsse Sachsen und düsse Angeln, die habt Olsässisch schnackt. Und das ist der direkte Mutter oder Vater, als ein so will, von da Plattdütsch. Diese Sassen und Angeln, die nach England utwandert sind, die sind da eigens mit Plattdütschen feuert. Oder wandert oder was auch immer. So, in England habt ihr also plattschnackt. So, und dann sind da aber die Römer kommen und die Wikinger kommen und der habt dann so Anachrom da reingebracht und dann hat sich das eins in beiden verändert. Aber die englischen Lü, die habt eigens mal plattschnackt. So, und in Deutschland, wo habt ihr Sassen und Angeln lebt, in Niedersassen, klar, da gibt das auch noch Friesen und so andere Gedöns, aber eigens habt ihr die Sassen und die Angeln lebt. Und bis nach Magdeburg und Halle. Das wäre das Gebiet von den Sassen und den Angeln. Und das wäre eigens allplattdütsches Sprachgebiet. Und dann wäre das so, vielleicht weht ihr das, dann gibt das ja der Hanse. Lisa, du musst das ja auch weten, wenn du in Wismar studiert hast. Absolut, ja. Das ist so spannend mit der Hanse. Ich würde sagen, zuallererst habe ich das gar nicht so gedacht, dass die Hanse so groß wäre. Ich habe mich da nie so viel mit beschäftigt. Und auch das Plattdütsch so wichtig für die Hanse und für den Handel wäre.
Ja, und als die Hanse so groß worden ist, da hat sich eine Sprachentwicklung andüht. So, wie zuerst habt auch der Hanse-Koblü noch Elsässisch schnackt. Wir habt nicht so viel Tüchnis, so von Schrieverslüd, über das Elsässische. Vielleicht kennt ihr zum Beispiel de Heliant. War nicht interessant. Da ist die Geschichte von Jesus Christus als ein germanischer Heldenepos Norbild. Das ist so echt so, Jesus weder, als du so willst, mit seinem Schwert unterwegs und hätte all Lübe kehrt. Und das eins auf platt. Sie hätte gewusst, wo sie die Geschichten schreiben wird. Oder auch Karl der Große, Karl de Grote, über den vertelle ich ja auch lebend gern was. Der hätte ja auch gesagt, ja, die saßen unter Angeln, weg mit Odin und Wodan und wo sie alle hätt, der möt nur Christen worden. Und der hätte ein Taufgelöbnis, ein Döblöbnis schreiben, ob Olsässisch. Und das hätte die Sassen und Angeln obsägen möchten, ob sie da nur anglöft hat oder nicht, ist auch egal. Aber das heft wie von dort noch ob Olsässisch. Und ja, dann käme aber der Hanse und da hat ein Sprachwandel stattgefunden von Olsässisch to Mittelniederdütsch. Und das hat so 150 Jahre dauert. Und das Mittelniederdütsche, das können wir auch von darin noch gut verstehen. Und vielleicht habt ihr auch einmal was hört von das Mittelniederdütsche und der Juristerei. Nee, doch, glöwig all. Hast du da mal was von hört? Nee. Ja, und nun war das, und nun kriegt wir auch de Borgen von de Sassen, von de Sachsen, nor de Kopplüt von der Hanse. Oh, das wär lud. Denn das erste Rechtsdokument in Deutschland, das wär de Sachsenspiegel, de Sassenspiegel. Und der wär ob Mittelniederdütsch, das wär ein Rechtsdokument, wo de Rechtsprechung sin schall. Und diese Sachsenspiegel, der het Bestand hat bis in das 19. Jahrhundert in heel Europa. Wie de hansischen Koblü, der hebt dat dann über heel Europa gut bracht. Das ist Rechtsdokument. Und das wäre auch ein Teil davon, dass sich Mittelniederdütsch so wie gut breit hat. Wow. Also das bei allen so platt. Der hat das ganze Rechtsform bei auch Plattdeutsch. Ja, das ist auch in Deutschland unser ältestes Rechtsdokument. Und das wäre auch Plattdeutsch. Stark. Ja, und ab 1370 wäre Mittelniederdütsch auch offiziell Schriftsprach für überregionale Kommunikation. Ja, ob Hochdeutsch gibt das in Norden überhaupt keine Kommunikation in der Schreiben zumindest. Ja, das wäre echt so ein richtiger Hochtit, Lisa. Aber ja, wie weht ja leider, was dann passiert ist, ne? Weil, das ging ja mit der Hanse barch af. Das ging richtig barch af. Und ja, ab 1500, da hätte Hanse er Bedüden verloren als Koopmannsregiment, sag ich mal. Und das fehl aber zusammen mit der Lutherbibel. Dat Luther die Bibel übersetzt hat. Und Luther hat ja die Bibel ob Oberdeutsch übersetzt, was ein hochdütschen Dialekt ist. Ja, und nun war das zwar die Reformation, wie in Norddeutschland lebt und zumindest evangelisch sind, wir habt da uns vorfahren, habt da zu beitragen, dass das Blattdeutsche utstaubt. Ja, Lisa, du kiekst auch gar nicht so betreten. Mag nix, aber ich muss Luther auch mal so ein Beten in Schutz nehmen, denn hey wei ein groten Freund von dat Mittelniederdütsche. Hey het platt leeft. Hey wei ein groten Freund und hey het echt versucht, auch plattdütsche Priester utzusenden, die dann die Bibel ob Plattdütsch an die Lü ranbringt. Gäf aber nicht genug. So, und so habt ihr dann Hochdütsche und Oberdütsche Lü morgt. Und der hat dann auch das Hochdütsche in der Schriftlichkeit, in das schreiben Wort, verbrät in Norddeutschland.
Ja, das ist so ein Bait and Short, aber gut. Das gibt aber noch was Interessantes, da Tau. Nee, zwei. Ich muss noch zwei Sorgen vertellen, Lisa. Zwei Sorgen muss ich noch vertellen. Ich habe so viel abgeschrieben, ich habe so viel recherchiert und eigens, mein Hart ist so voll und ich will ja das alles vertellen, aber da hab ich gar keinen Hut für. Denn, das, was ich noch mal vertellen will, wie frucht uns ja allen, warum eigens Plattdütsch, oder? Ja, ich kicke ja immer in der Runde. Weißt du das, Lisa, warum platt? Nee, vertell mir mal, Hilka. Warum hätte denn eigentlich Plattdütsch? Plattdütsch. Plattdütsch ist ein Wort, was eigens das ursprüngliche Wort Sassisch oder Niedersassisch wegdrängt hat. Denn Platt kommt eigens aus das Niederländische. Und die Niederländer haben das von den Franzosen. Nee, Doch. einfach. Ja, pass auf, ich Okay. lädt die das einmal weg. Also, das fängt an mit den ollen Griechen. Der hat nämlich Platus secht für flach, breit. Dann ging das über die Lateiner, Platus, flach, glatt, nur die Franzosen. Und der hat da gut Patois mogt. Und Patois heißt so viel als Dialekt, Mundart. Also de Sprog von dat Volk. De Lü habt auch früher gesagt, für Plattdütsch uns Düdisch oder moderliches Sprog oder sassisch Düdisch für de Sprog, der alle Lü versteht. So, wir weten also, Patois hat Dialekt Mundart und ob Mittelniederlandsch hat Platt auch einfach platt flach, aber auch einfach und Lü könnt das verstehen. Also ob Hochdeutsch verständlich. Das braucht der Lü versteht. Und so ist das dann in das Hochdeutsche oder in das von Dach Hochdeutsche Sprachgebiet inwandert. Also Plattdeutsch hat eigens das ist das Sprach, die wir allen versteht. Und ist das nicht schön? Weil der Lü, die sagt ja auch immer, Lisa, so, oh, das ist für die platte Lü, die platte Landschaft. Nee. Platt hat uns Sprach. So viel Dape. Ja. Aber das ist richtig schön. Ja, das geht mir auch richtig an Taten. Und so wäre das aber auch, dass bis in das 19. Jahrhundert Hochdeutsch eigens als Sprach von dem Mannslüd golden hat. Weil das wäre bloß das Sprach, der Lü in Beruf sprokt hat, wenn sie über Land feuert sind. Tu Hus wat bloß Platz noch, also das Sprach, der Allüd versteht. Und Hochdeutsch ist was für die Fremdenlü, die ihn nicht kennt. Und das sind ja damals leider viel auch mehr Mannslüd, wo wir wieder bei uns für ein feministische Podcast-Thema sind. Die blieb erstmal wie platt. Nochmal wie platt. Und nun will ich aber noch meine allerleibste Geschichte vertellen. Viele Leute, die mich kennt, die habt ihr auch all dusenmal gehört, so als mein leibste Witz. Wie kennt mein leibste Witz ja alle? Der den noch nicht kennt, nein, den hört ihr einfach in der ersten Folge rein. Da kann man sich dann über und Wette anhören. Ja, mein leibste, diese Geschichte ist nämlich diese, das Hochdeutsch, was wie von Dach schnackt. Das ist eigens ut Bayern. Ut Bayern und Österreich. Oh, Lisa, du kannst die Lü hier nicht sehen, aber da sind ein paar Gesichter. Pure Entsetzen stelle ich mir gerade vor. Okay. Ja. Hochdeutsch ist reddig ut Bayern und Österreich inwandert. Und das ist über die mittelhochdeutsche Dichtung kommen, weil wie habt ja in Norddeutschland viel Rechtsprechung hat und viel Kaufmannskram, Urkunden und all sowas, aber der Lü habt nicht die lyrische Kunst lebt. So, und das ist dann ja von den Bayern und von den Österreichern für uns noch oben kommen über die höfische Dichtung. So Walter von der Vogelweide, Hartmann von Aue, die habt das eins vielleicht mal hört oder auch nicht, ist auch egal. So, aber wie schnackt ja nicht as de Lü dort in Söden? Wo kann dat nu wehen? Und noch, es war das richtig interessant, denn in das 19. Jahrhundert, als wir die Schulreform habt hat,
Wo kämen wir da an de Macht? De Preußen. Und de Preußen, die habt ja Plautdütsch schnackt. Also in plattdütschen Dialekt. Und das wär schon alljimmers schick, als de König oder de Kaiser to schnacken. Und so habt de Lü dann anfangen, dat Hochdütsche mit en plattdütsche Lautung to schnacken. Und nun stellt ja mal vor, dat wär passiert mit de Schulreform, als de Sachsenkönige an der Macht wählen sind. Ja, da wollt ihr gar nicht über nachdenken. Das gibt mich schnell. Wow. Ja, und so sind wir dann all in der Vondachtiden ankommen, dieser. Von der Wow. frühe Mitteloller bis in der Nutit, wo wir Hochdütsch mit en plattdütsche Ludung schnackt. Ja, ich möchte noch mal so nebenbei sagen. Also danke, Hilka. Hilka kann man auch bauten, wenn man den gern als Sprecherin, als Schnackerin, als die Geschichte von Plattwieserin haben möchte. Wahnsinn, wirklich danke, Hilka. Ich hab doch so ein Bärten war bössig all, aber das grötzte von der Hanse. Dort der ich das in Wismar halt auch Fell von der Hanse und Fell. Aber so den ganzen Anfang, das war doch nee, danke, Hilka. Und wenn wir nun Hüt ankommen sind, ich will noch mal eine lütsche Geschichte erzählen mit Platthüt. Ich will August 2020, will ich noch mal im Wiezenderb, noch mal im Dörblon, in Köpen und für mich stünde Frau. Die hatten ihr lütsches Kind im Kinderwagen und hätt mit dem Kind an der Kasse Platt schnackt. Und ich habe mich umdreht und dachte mir so, wow, das hab ich noch nicht gehört. Und das hat mich, diese Moment, hat mich so fesselt, dass ich einfach dachte, okay, dann muss ich doch heute noch mal mit drin nehmen, weil das ist das Bild, was wie viel mehr mit sehen möchte. Wir möchten das Plattwette richtig uplein deit von doch. Und ich habe mal nachgucken, sie könnt ja auch mal mitrauen. Was blüft sie so? So rund über den Daumen. So über den Daumen. Wie viel Prozent von den Norddeutschen schnackt noch aktiv Plattdeutsch? Levelü. Einmal tollen in den Ruhm, bitte. 30%, Mhm. 12, in Bremen 20. Okay. Ja, gar nicht so schlecht. Also ich habe das mal so grob überschlagen, das sind 15% nur noch, die aktiv Platt schnackt. Also mal gegenrechnet sind das 85%, die kein Plattdeutsch mehr schnackt aktiv. Also mit Utnahmen von Bremen. Das weiß ich nicht so genau, wie das nur für Bremen und sein deit. Genau, die 15%. Und da habe ich mal gucken, okay, was gibt das denn eigentlich eins an plattdeutschen Angebot? Also was kann man denn eigentlich eins auf platt mocken? Was fällt schau denn so in, was das so als plattdeutsche Aktion, so gerade neben dem Festival so geben deit? Ja, ich sag mal so, Scha- ich denk Speeldeels kennt sie all, oder? Kennt, Gaut, wäre mein erster Punkt. ja, plattdeutsche Nachrichten hat auch, Ja, 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 plattdeutsche Nachrichten in Radio, das hörte Lü all gern. absolut. So, und auch so, das gibt ja auch viel Singer-Songwriter, oder? Ja, klar, die Tüdelband oder Norma Music. Gibt das eigens noch die 50 Pence, die sind doch gut Bremen. Der hätte sich ablöst. Oh, wirklich? Das habe ich nicht mitkriegen. Ja, ich kann noch so die Deichgranaten, der macht auch Musik auf Plattdeutsch und Kabarett. Fernsehen, das haben wir ganz vergessen. Da gibt das beim NDR plattdeutsche, einmal im Monat auch plattdeutsche Nachrichten. Eins so platt. Dann natürlich den Podcast. Es gibt auch noch neben uns, gibt dann auch noch andere platte Podcasts. Oder aber auch Böker. Ganz viele Böker. Hilka, möchtest du Konrad von Bökern erzählen? Oh ja, plattdeutsche Böcke sind echt wundervoll und ich darf ja auch gerade für die Niederdeutsche Bibliothek in Hamburg elken Weg ein Dulletbuch vorstellen. Das kann ein natürlich köpen, aber das kann auch in der Niederdeutsche Bibliothek in Hamburg utländ worden. Also da gibt es den nächsten Böker und da gibt es richtig dulle Böker von Krimi über Lyrik mit für das Kinderbuch oder Sachböker. Super. Kann ich bloß echt
an Hartlechen, wenn Sie mal in Hamburg sind, elken Donnerstag ist die Bibliothek open, da kann man da hingehen und da mal ein bisschen stöbern. Ja. Und als bald man anfangen hätt, Plattau lesen, war das auch gar nicht mehr so schwur. Das ist, ich hab das auch von meinem Papa mitkriegen, der immer sagt, oh, platt schreiben und platt lesen, das ist so schwur. Ja, am Anfang vielleicht. Aber als bald man rinkommt, als bald man anfangen deit, dann läuft das auch. Und das gibt so ein Harry Potter auf Plattdeutsch. Also, das wird nicht immer nur furchtbar alt werden. Man kann auch ganz neue Böcke lesen. Und dann habe ich noch, gut, wenn wir nur platt, ihr habt gehört, wie platt sich so entwickelt hat, aber nur von da haben wir auch, dass us Hochdeutsch sich mitentwickeln muss. Mit zum Beispiel den ganzen neuen Wör, der im Englischen dort kommt, der die neue Technik dort kommt. Wo mag wieder im Platt? Platt muss ja auch mitleben, mitwassen. Und ich habe schon mal ein paar Wör mitgebracht, wo ich mir wünschen darf. Ich möchte mal ein bisschen Quiz ut. Zum Beispiel, was heißt denn Chat auf Plattdeutsch? Könnt ihr schon, also weiß ihr das oder könnt ihr schon das denken? Hätt eine Idee, ein Infall? Chatgesabbel. Ja. Snackerie heb wir auch as Förslach. Was heißt? Snackerie heb wir auch as Förslach. Oh, das ist schon, ja, Gott, das ist schon nah dran. Den Netklün oder den Tippschnack. Das war der Chat. Dann das Smartphone. Weißt du, was Smartphone auf Platt heißt? Ackerschnacker heb wir Pleachphone. Pleachphone, genau. Und Ackerschnacker ist quasi das Nokia Dirty Time. Also die ohne Version. Aber das mit Touch, das ist das Pleachphone, genau. Ich hab auch mal gehört, dass der Ackerschnacker, das wäre irgendwas das Feldtelefon im Ersten Weltkrieg. Der hätte Ackerschnacker hätten. Ja, das Herr Ackerschnacker hätten. Aber Pleachphone ist auch super. Dann habe ich noch, oh, das Cabriolet. Könnt ihr schon denken, was das Cabriolet auf Platt ist? Die hab rote Klösen. Aha. Okay, das ist was ein Klappdacker. Was ist der Klappdacker? Oh, was habe ich noch schönes? Oh ja, und die Flugbegleiterin. Das muss ja nicht immer, also da könnt ihr auch neue Wörter werden, die das im Hochdeutschen geben deit. Und noch, genau, die Flugbegleiterin. Saftschubse hab wir hier gehört. Oh, nee, dann bin ich. Wir sind doch immer höflich im Plattdeutsch. Das ist die Biflegersche. Die Biflägersche. Biflegersche, Das genau. hab ich noch nie nicht gehört. Und das ist das Schöne, dass wie platt, ob er einen sieht, bewahrt wie, dat die Tradition, die ollen Wör, aber ob er anderen sieht, was platt mit und bliff von da auch aktuell. Und ich habe verschau, also ich weiß, wie weit ihr Glicks noch ein Betten schnacken, aber ich habe schon mal ein paar Tricks und Tipps mitgebracht, wo wir denn eigens platt noch mehr in uns Alltag integrieren könnt und wo platt vielleicht doch in us Alltag, weil sie einen Platz finden deit. Und was holt die zum Beispiel davon mit Jaun Dayet mal Plattau schnacken? Ich habe das hier mit einem isländischen Hund probiert und ich muss sagen, sit, können ich schon ganz gaut und lech die doll. Naja, ich glaube, das kann ich auch auf Island nicht. Aber einfach, wenn er ihn doch noch ein bisschen Hemmung hat und wenn bang ist oder kein Menschen hat, mit dem er einen Platz schnacken kann, ich würde sagen, der Date freut sich immer und das öft einfach Plattau schnacken, ob das ein Hund ist, ein Pär, eine Kat, egal was. Ja, Lisa und ich glaube, du und ich, wir freuen uns auch, wenn uns die Leute auf Instagram zum Beispiel Schrift ob Platt und Frauenwelt. Ja. Also normalerweise antert wir dann auch und dann freuen wir uns mit jou ob zu schreiben. Genau, und das Schreiben ist ein gauer nächster Punkt, Hilka, denn das Schreiben ist ja immer ein bisschen schwur mit der Tastatur. Der möchte das ja immer unbedingt auf Hochdeutsch drücken. Mhm. Aber das gibt eine plattdeutsche Tastatur, die hilft dann sogar, wenn ein nicht ganz so sicher ist mit dem plattdeutschen Rechtschreiben,
da gibt es die Swift Key. Und ansonsten auch dann schrieben, oder was holt die von der Idee vielleicht mal das Dachbau, also das Tagebuch, auf Plattau schrieben. Einfach mal. Wenn ein den Dachbau füllen deit. Oder auch an der liebsten vielleicht eine lütsche Nachricht ob platt. Was solltest, was leibest. Das wäre doch auch schön. Absolut. Da öffst du nicht nur platt, dann bringst du auch noch ganz viel Grinsen in die Weltrut. Ja, mehr wie mit drin. Und du bleibst begotet für den Betrecken. Absolut, absolut. Karma-Farmer, du. Oder aber auch, wo wir alt Bölke hat, Plattau lesen und Plattfertau lesen. Das öft auch noch mal einfach die Utsprach, wenn sie den lütschen Butcher da habt und einfach platt verlässt. Und ja, ansonsten habe ich noch eine Sorge, die mokiert haben, weißt du, zum Beispiel um Islandstau lernen. Ich kann noch keine ganzen Sätze schnacken, aber ich kann den tollen zum Beispiel. Und dann habe ich mir gesagt, Gaut, dann schnacke ich halt nur das, was ich kann, um Island. Das ist dann große Kauderwelsch und Englisch im Satz und dann die isländischen Trollen. Und der Ace kickt dann immer mal so bett so, oh, was ist denn mit ihr los? Aber das öft. Und ich denke mir so, jo, so bett in Island kann ich schon. Was ist das nächste, was ich sehen kann? Ja, Hilke, hast du noch eine Idee? Ich denke, das gibt das Beste, was ein tun kann, ist anfangen zu schnacken. Sich trauen, was zu sagen. Denn ich habe ja in vielen Berichten von Deutschland, von Plattdeutschland lebt und da auch viele plattdeutsche Einflüsse kriegt in meinen Schnacken. Und das ist aber echt nicht vorhin passiert, dass die Lü sagt, oh, so market wir nicht oder sowas. Die meisten Lü hat gesagt, ey, super, ein junge Frau, der platt schnackt. Und das ist auch egal, ob man jung oder oll ist. Das Wichtigste ist, anfangen zu schnacken, was sagen. Und wenn der Anna ob Hochdeutsch antat, dann hat die Person, der Mensch, die oder ja zumindest verstehen. Also, und dann kannst du ja bloß so wieder morgen und Plattdeutsch antern. Das ist so mein Trick. Ja, absolut. Aber hast du irgends auch noch eine Idee, wo das mit der Plattdeutsche wiedergehen kann für die Zukunft? Ja, ich sehe das ganz viel auch auf den sozialen Medien. Das Platt wird richtig modern, was das wie eins vernetzen dauert mit Plattdeutsch. Denn die Dinge, die wir auf Hochdeutsch morgen könnt, die könnt wir auch so einfach auf Plattdeutsch morgen, damit Plattdeutsch wird viel sichtbarer wird. Und auch ein großer Punkt ist natürlich der Name-Wör, das Plattdeutsch immer mitwassen deit. Das wie ein plattdeutscher Begriff fährt, zum Beispiel auch. Ich habe doch die E-Mail. Was denkt ihr denn, was ist denn die E-Mail auf Plattdeutsch? Idee, E-Mail auf Plattdeutsch? Okay, ich löse mal auf. Den Netbrief. Den Netbrief. Das war der Netbrief. Der Netbrief. Ja, also ich glaube auch ein schönes Beispiel, so eigens ein Corona-Beispiel ist das Heimkontor. Sie weiß alles, was das Heimkontor ist? Ja, das Homeoffice. Ich denke, das ist auch was heel nähet für uns plattdeutschen Wortschatz. Absolut. Und so muss das einfach wieder gehen. Wir müssen Platt immer aktuell holen und das muss wieder wassen und wieder aufbleiben. Ja, wunderbar. Ich denke, das hat uns so also von der Vergangenheit, von den verleden Jahren, ob das heutige Platt und vielleicht auch so einen lütschen Blick in die Zukunft gebracht. Aber Lisa, ich habe ja auch all beiden Frucht. Wo kein ist denn hier all Plattschnacker? Das und freit mich, da bin ich auch gespannt. Nee, das ist nicht wahr. Ich weiß, das sind all wir Plattschnacker. Hm? Du kannst auch platt. Willst du mal zu mir kommen? Ah. Das mag ja nicht als Platt ist anders und das ist ja so wunderbar, weil dann ist das Brot auch lebendig so. Ich schäf die einmal so ein bisschen rüber. Wo hältst du? Wo ist die Nummer? Helga.
Moin Helga, ich bin Hilka. Ja, moin. Moin Helga. Und das ist Lisa. Wo hast du diese Veranstalten herfunden in der Brodelpott? Die habe ich nicht von, die hat mein Mann von. Ah, Und der ruft auch alle, das Programm. und wo hätte die Mann sagt, oh, da müssen wir hin? Warum hätte die das gesagt? Ja, weil ich kann Platz snacken, hier versteht das Platt. Mhm. Und ich bin ja mit Platt abwaschen. Du bist ja. mit Platt aufwachsen. Richtig. Wo alt bist du denn? Oh, gut. 42. Nee, und das hast dich halt. Das habe ich nicht gedacht. Ja. Du siehst noch so frisch und energetisch gut. Oh, danke. Das ist super. Und du hast zu Hause Platschnackt. Ja, tu's. Hab ich nur Platschnack. Die ersten 5 Jahre, 6 Jahre. Und wenn ein Hochdeutsch in den Ferien lernt, dann die Tanten und Onkels. Und dann bist du noch der Schule? Dann bin ich nach der Schule gekommen und dann bin ich die einzige gewesen, die allbetten Hochdeutsch können, und tu's nur Platschnackt. Da kenne ich gar nicht anderes. Oh. Mit Oma, mit Opa, mit Mama, Papa, Verwandten, Tanten, Onkel. Ja, und jetzt habe ich noch einen Bruder, mit dem schnack ich noch Platt. Hast du denn einen Wunsch für das Plattdeutsche, Helga? Hast du das? Ich weiß nicht, gibt den Montag noch hier mit Plattschnacken, wo ich all jungen kommen und dann kommt Corona. Das Klönwag in Brodelpott, einmal in Mond an Ja. Dienstag in Bremen. Das ist ja auch ein super Tipp. Das, ja, wo ich all jungen kommen, ja, dann kommt Corona, ja, und so bitte und so fort. Ich bin jetzt noch nicht geschafft, aber ich komme bestimmt. Ja, super, Helga. Das hätte sich für dich ja erlohnt, dass du hier was nicht kennengelernt hast. Ja, das stimmt. Ja. Das ist ja doll. Ich danke dir von Herzen, dass du mit uns schnackt hast. Ja, Ja, gerne. super. Gerne. Ein Applaus für Helga. Vielen Dank. Danke Helga. So, Lisa, aber da hätte sich noch ein paar Analysen nicht so richtig trotzig gemeldet. Ich bin mir aber sicher, wir hätten noch einen Platschnacker und ich sehe da düssen Jong Mann da mit der rotstrebte T-Shirt. Ja, komm doch mal rüber. Das ist ein weiten aufregend, Lisa, weil das ist mein... Ja gut. Ich bin gespannt. Und habe das Platznacken eigentlich von mir den Großeltern lehrt. Ne? Mit den Eltern hätten wir eigentlich Hochdeutsch gesprochen, aber der Omas und Opas, das brauchen immer noch Plattdeutsch und so habe ich das mit übernommen und spreche heute ein paar Freunde manchmal mit dem Platt. Ne? Oder mit meiner Tochter. Af und Tau. Lisa, wie ein kannst du das nur auch mal so richtig hören? Ich snacke mit dir eher so in der nordniedersächsischen Dialektvariante. Mein Vater, der snackt noch, oder der spreekt, wie snackt ja nicht, wie spreekt noch astrein ostfälisch. Yes. Ja. Yes, yeah. Ja. Ich spreche ostfälisch, ja. Und den Autor kennt ihr alle, das ist Heinz Erhardt. Und der haben wir das Gedicht vorgetragen, Die Made. Und Ingrid hat das nun in Plattdeutsch übersetzt. Und das will ich jetzt mal vortragen. Bitte. So, der Made. Hinter in das Bo mit Rinde läuft der Made mit ihren Kinder. Sie war Witwe, denn der Gatte, den sie Harre, fehlt vom Blatte. Dehnte so ob sie eine Wiese in eine Ameise spieße. Das morgens braucht der Morde, liebes Kind, ich sehe just, Günnern gibt das frischen Kohl, den ich wohl hol. So lebt denn wohl. Moment noch eins. Denk, was Wesen ist. Gar nicht gut, denk an Papa. So sprach sie und ging weg. Made Junior aber slick ran und dat wär schlecht. Erst nun kam der bunte Specht, verschlung die kleine Made, ohne Gnade, schade. Hinter eine Baum mit Rinde robte Made nur dem Kinder. Oh. Ja, bitte. Nun will ich aber auch noch mal mit der Schrebersch Ja, nun, snacken. Ich bin Ingrid und komme aus Leendorf. Oh, ja. Hallo. Ja, ich Moin, moin, denke schon, Ingrid. dass du auch gedacht gekommen bist und dass du das wunderbare Gedicht übersetzt hast. Gerne. Wo lang hast du kein Platschnack? Da ich ja. Da ich vor dem Jahr. Ja, ich bin auch platt aufgewachsen. Oh. Und dann in der Schule habe ich dann so ein paar Probleme gehabt, weil alles snacken schon Hochdeutsch, ich nicht. Oder nur so ein Bitten. Und mit Eltern haben sich bemüht, mir das beizubringen, Hochdeutsch, aber das hat nicht so ganz geklappt, vor allem nicht mit der Grammatik.
Ja, und da hätte ich dann ein Problem, aber das hätte wir dann behoben. Und wo bist du, werde dort kommen, dann anfangen, Plattdeutsch schnacken? In eine Lehenspielgruppe in Lehendol. Lehendol, Warphusen, da komme ich her. Und da habe ich dann so ein bisschen Platz nackt und dann ist das aber weggegangen. Ich bin nur Düsseldorf gegangen und habe dort Arbeit und bin dort zur Schule gegangen und so wieder und so wieder. Mhm. Und dann hättet nur all wieder anfangen mit der Platschnack. Ja, weil es die Gift. Oh. Danke, Ingrid, da kann ich auch nichts mehr zu sagen. Ja. Das ist wann ich so. Vielen lieben Dank. Denkst du, ich schall noch mal was von der jüngeren Lö herropen? Aber bitte. Ich sehe da nicht. Frischfleisch. Ja, ich sehe da nämlich, wir habt ja nun Lü aus Bremen hat, wir habt mein Vater ut Ostfalen ut Söld-Niedersassen hat und da sehe ich aber ich noch einen, der kommt ut Ostfriesland. Ein jung, gut aussehenden Mann ut Ostfriesland, der ist mit seinen wunderbaren Fru her. Aber das ist der Michael. Moin. Moin, Lisa. Moin, Michael. Michi, schnackst du eigens? Nee, ich braut. Ich komme aus Friesland, aus Nörden. Und ja, bei mir war das so, ich braut nicht so viel. Bei mir in Ohren, die hat das Problem auch so in Schule, dass der kann halt platt, aber kein Hochdeutsch. Und das wollen sie nicht für die Kinder. Und ich verstehe das auch, aber ich braut halt nie. Ja. Aber mit die. Mit mir, ja. Mutter. Ich wollte gerade sagen, große Klasse. Also ich kann das nicht mag, dass du nicht so viel üben da ist. Das hört sich wirklich gut an. Fand ich maudig von dir. Kannst du dir denn vorstellen, was vielleicht de jungen Lü helpet, mehr Plattdeutsch zu proben oder zu schnacken? Ich habe das gehört in Ostfriesland, dass die Grundschulen, die fingen an, so ein bisschen, dass die in der Schule üben da. Mhm. Und ist schwer. Also ich kenne das, mein Ohren hat mich mitnehmen im Norden, Niederdeutsche Bühne. Mhm. Theater auf Platt. Das war hey mooi. Und meine Frau, die konnte das auch verstehen. Ob sie auch eine Hochdeutsch spricht. Ja, ja. Mir und die an meinen Ohren nicht. Weil das ist eine andere Platt in Ostfriesland. Wenn du so viel auf die Kartoffeln rumkaut oder was? Tuffels. Ja, aber das wäre ja echt ein Bannigpunkt. Wo kann man das sagen? Crossover. Und ich glaube, wir haben wieder unsere liebste Kategorie. Ja. Lisa und ich, wir hätten nur wieder die Kategorie ein Song auf Plattdeutsch zu übersetzen. Und ich habe einen wundervollen Song vorbereitet, aber Lisa, ich glaube, du fangst nun mal an von Tage. Ich fange mal an. Ich muss auch sagen, ich habe nur jeden Song nicht wusst von Hilka. Ich weiß nicht, worum ich so bannig schlecht in diesem Song geworden bin, aber das Mal habe ich geholfen von Jau. Also, aber wir fangen erstmal mit meinem Song an. Das ist auf jeden Fall ein Song, wo ich jünger so bedanzflecken bin. Okay, ich fange mal an. Das ist Nengtein, das nennt dich. Min Freundin ist weg und wat brun. In die Südsee allein? Ja, ich kann nicht auch Geld. Da komm ich willkommen im Verein. Ich wett mit die, wie mock fette Beute, drebt Säute brüht und fälle nette Lüd. Worum jemmes trurig werden? Wow, kick schon mal diese Frau an. Ich waitet. Ja. Wo kein waitet noch? Der liebe Janine waitet. Janine, komm doch mal drum mee. Na? Moin Janine, schön, dass Hallo. du wieder bei uns bist. Moin, Janine. Janine, du sagst, du weißt, was Laser uns da versetzt hat. Ja, das ist von Fettes Brot. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das ist 1996. Jein. Meine Freundin ist weg. Ja, genau. Jein, so heißt Yes! es. Das war ja nur einfach, weil es gaut. war ja von Hochdeutsch ins Plattdeutsch, finde ich ja einfacher als vom Englischen ins Plattdeutsche. Das ist, glaube ich, schwieriger dann zu raten.
Absolut, ja. Cool, okay. Und ich liebe diesen Song. Oh, so schön. Können wir extra für Hüt auf Sport. Hast du die extra Sport für vandaag? Ja, ich habe auch noch einen anderen, wenn du noch einen haben möchtest. Ja, einen können wir noch. Du möchtest mich haben, denn du machst mich lieben. Ich muss sagen, das kann ich auch verstehen. Du magst Geschenke und wasch mich ab. Und ich denk, dass ich das auch wie die have. Ja. Na, kommt ihr darauf? Doch du gibst das eine Sorge, der ich gar nicht lieben mach. Kommt die in feuchten Lippen, Tonami. Ah, ich weiß es. Ich hab das gehört. Ingrid hätte das gewusst. Küssen verboten. Yes, von dem Prinzen. Ja. Nun bin ich. Ach, jetzt kommst du wieder. Erstmal danke aber an Janine. Danke. So, Lisa. Das ist, wir haben wie die nur zwei negativ Party-Songs hat. Ich habe auch einen Song. Oder negativ, ja. Ich fange mal an. So. Ich fange nur an. Ich muss dann hier was schmieden. Nicht so lange überlegen möchte. Okay. Das war super. Das ist Song de Leib Jimmers, wenn wir in meinem Heimatort Schützenfest hat. Und da sind wir Jimmersberg, Barch und Talborn feuert. Da lebt das Jimmers. Also ich weiß nicht, 11, 12, 13 Jahre allweil. Da lebt das Leid. So, aber ich fange mal an mit der Strophe. Der geht so. Rope ein Herr Röver, Rope ein Herr Fünsch, Rope ein Herr Idel, Rope ein Herr Röver, Rope ein Herr Fünsch, Rope ein Mal. Und nur der Refrain. Hey secht, ich weet wat ich will und ich will dat nu. Ich will die, denn ich bin Herr Idel. Und Lisa? Du, ich glaube, ich weiß Weißt du das erste Mal? Das erste Mal. So, Janine hat als 16 weitert vielleicht. Gibt das noch ein? Nee, aber komm, Lisa. Von Dach ist dein Dach. Oh Gott. Oh Gott. Ist es Mr. Bane? Ja! Und wir können das auch wieder super, Ach, danke, Hilka. super singen mit Rope ein Herr Röver, Rope ein Herr Fünsch, Rope ein Herr Idel und dann ich weet, was ich will und ich will dat nu. Ich will die, denn ich bin Herr Idel. Und Lisa, was bleibt uns noch zu sagen wie uns erste Sonderfolge? Ja, von harten Danke und macht noch einen ganz, ganz wundervollen Abend, Hüt. Und schnackt platt. Vielen Dank und bis balle.